Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 151. Folge vom Vollinen Podcast. Neben mir ist der André. Hallo Und zusammen. vis-à-vis von uns ist ein Gast, der für einen, glaube ich, keine Introduction braucht. Herzlich willkommen, Nina Brunner. Hallo miteinander. Ja, Nina, schön bist du da. Endlich hat es geklappt. Wir haben ein paar Anläufe gebraucht, aber es ist, glaube ich, fair zu sagen, dass du einiges vorgehabt hast in der letzten Zeit. Und darum bin ich wir sind sehr froh, dass du auf Steinhausen gekommen bist, in unserem alten Studio sozusagen. Und das extra von Biel. ja, und ich glaube, an erster Stelle müssen wir mal sagen, hey, direkt von den Sports Awards zu Vollinen. Gratulation, wie fühlt sich das so an? Also jetzt direkt zu Vollinen zu gehen? Hey, ja, es war natürlich mega cool für uns. Ich glaube, für unseren Sport, für Tanja und mich, ja, so etwas zu schaffen als kleiner Sport. Ja, und ich freue mich, heute da zu sein. Ich bin gespannt, was ihr so für Fragen habt. Ja, wir freuen uns auch, ja. Ja, Nina, eben, du hast gesagt, seit Paris ist einiges gelaufen. Erzähl mal, wie viel der Interview ist das gefühlt jetzt schon? Hey, ich habe nicht mitgezählt. Also, es ist sicher so, dass nach Paris viel gelaufen ist. Irgendwie bist du schon ein bisschen darauf vorbereitet. Wir haben auch eine Betreuungsperson so ein bisschen für das gehabt, zum guten Glück. Also allein hätten wir es niemals geschafft. Wir haben eigentlich mega lange in unserer Karriere alles allein gemacht, Tanja und ich. Also Reisen allein gebucht, Trainings organisiert. Eben auch alles mit Medien, mit Social Media, mit unserer Website und so, wirklich alles eigentlich selber. Und lustigerweise hat Tanja dann während der letzten Saison irgendwann gesagt, hey, hast du nicht das Gefühl, es ist ein bisschen viel? Und wir brauchen recht viel Energie und Zeit für das und haben eigentlich mega grosse Ziele. Und dann habe ich also gefunden, doch, stimmt mega, ich habe schon das Gefühl. Und dann haben wir zum Glück wirklich noch jemanden gefunden, Janine, der das jetzt für uns gemacht hat und wir sind so froh. Also, ja, es war super. Und ist das jetzt, also seit wann ist denn das, wo es denn zu viel geworden ist? Ja, es hat schon vor Olympia ein bisschen angefangen. Da habe ich gemerkt, hast, ja, Gstad ist dann gekommen, dann ist noch eine Verletzung von der Tanja gekommen, die recht viel so Fragezeichen aufgeworfen hat. Und dann Olympia und dann nachher natürlich, ja, dann ist es wirklich, also am Anfang ist es schon krass, was so passiert. Also, ja. Ja, ich glaube, das ist, ich habe natürlich auch ein bisschen mitbekommen von meinen 2 Ruderkollegen. Aber erzähl uns doch mal ein bisschen, wie bist du noch zur Ruhe gekommen? Eben, du hast sicher noch Ferien gemacht und wie hast du das Ganze jetzt können verarbeiten in dem letzten halben Jahr ist jetzt, oder sogar schon mehr? Ja, wie fühlt es sich, ist es anders als kurz danach? Ja, ich glaube, es ist schon irgendwann ein bisschen anders. Also eben, irgendwann hast du ein bisschen Abstand davon. Und trotzdem, wenn du halt daran zurückdenkst, ist es schon immer noch mega krass. Einfach, ich glaube, dass Tanja und ich allgemein vielleicht eher Typen sind, die uns jetzt nicht überschätzen, sondern vielleicht eher so ein bisschen tief gestapelt haben, würde ich mal sagen. Und das hat sich auch so ein bisschen, das hat sich dann manchmal auch auf dem Feld gezeigt oder einfach so, wie wir auf Sachen reagiert haben. Und wir müssen mega an dem arbeiten, so, dass wir herstehen und finden, so, wir sind gut, wir können das, wir können alle schlagen. Und einfach so, das hat mega viel gebraucht. Und dass wir das wie jetzt geschafft haben, so an einem riesigen Event, finde ich irgendwie immer noch so krass. Also eben, wenn ich jetzt so denke, wir haben jetzt einfach so eine Olympiamedaille, ist es immer noch so, wow, schon krass. Also ja, ist mega schön. Und inzwischen eben hast du auch mega viel, was auch mega schön ist, ist einfach, wie viele Leute das hast können begeistern damit oder mitreißen, wie viele Leute das kommen und gesagt haben, wir haben so mitgefiebert. Und dann merkst du einfach, dass das halt irgendwie nur der Sport. Ja. Also ich mag mich auch noch ganz genau erinnern, wie es war, der Halbfinale. Ja. Ich weiss, wo ich war. Also er war ja in Paris, okay. Ich bin nicht, aber meine Kollegen sind anstelle von mir gegangen. Ja. Und darum sage ich... Ja, und also der Hype um das Beachvolleyball war ja unglaublich. Hast du auch das Gefühl gehabt? Dann? Also, okay. Ja. Es hat, glaube ich, keinen Ort gegeben, wo so viele Leute auf einem Haufen waren wie dort. Ihr habt auch die beste Lage gehabt, muss man wirklich sagen. Ja. Die Kulisse war ja unglaublich gewesen. Aber ja, Paris werden wir sicher nachher noch im Detail drauf kommen. Was mich noch wundernimmt, Nina, du bist ja nicht Sportrentnerin, du bist ja quasi in deinem sportlichen Sabbatical. Und was mich wundernimmt ist, wie ist das jetzt so? Jetzt plötzlich, wo du so Abstand hast zum Sport, jetzt mal abgesehen von dem ganzen Rummel mit den Interviews.
Ja, es ist schon speziell, muss ich sagen. Ja, ich muss mich wie auch immer noch ein bisschen daran gewöhnen irgendwie. Das Gute ist, ich bin ein bisschen, also ich probiere ein bisschen aktiv zu bleiben. Ich bin eigentlich immer noch jeden Tag mehr oder weniger unter der Woche am Trainieren. Ich bin auch noch 2-mal im Sand am Trainieren. Okay. Und darum, so ganz weg ist mir irgendwie nicht. Ich glaube, ich habe immer so das Gefühl, wenn dann die Saison anfängt und jetzt gerade Tanja zum Beispiel dann die erste Turnier spielt und so, wird es nochmal so ein bisschen realer. Du denkst wirklich so, okay, ich bin jetzt irgendwie nicht mehr dort oder nicht dabei. Aber es fühlt sich richtig an. Ich glaube, es ist jetzt ein guter Moment für mich für das und ich bin gespannt, eben, ob ich es dann nochmal zurückschaffe. Das ist Stand jetzt, fände ich es mega cool. Aber ich bin mir auch bewusst, dass es viel braucht und dass es Sachen gibt, die dem im Weg stehen. Und ich probiere es eigentlich so ein bisschen locker zu nehmen und mal auf mich zukommen lassen. Ja. Gut, du hast ja in der Schweiz ein gutes Beispiel mit der Belinda Bencic, wo dich daran kannst orientieren, wo du sicher auch kannst fragen. Von dem her, ich glaube, ja, unrealistisch ist es nicht, gerade wenn man sieht, wie es bei ihr jetzt gelaufen ist, heute an der Australian Open. Du weißt schon wieder mehr als ich. Ich habe es nicht mitverfolgt, aber in dem Fall war sie gut gewesen. Ja, voll. Zum bei dir bleiben. Also, vielleicht ganz kurz zurückkommen zu deinen Wurzeln oder zu unseren Wurzeln hier in Steinhausen. Da können wir ein bisschen stolz erzählen. Oski hat schon gesagt, jetzt klappert wirklich jede und jeder Sportler in Steinhausen ab, der halt ja, mal etwas erreicht hat. Aber ich glaube, du bist jetzt wahrscheinlich die erfolgreichste Steinhauser Sportlerin, die es bis jetzt gegeben hat, oder? Ich weiss es nicht. Vielleicht tun wir jetzt da jemandem ein bisschen zu nahe treten, aber das ist jetzt voll in Halbwissen von mir. Ja, also ich wüsste auch nicht von einer anderen Olympiamedaille gerade. Ich habe auch nicht. So, aber ich könnte Okay, meine Hand nicht ins Feuer legen dafür. Ja, ja genau. Ja, eben, also wie ihr es mitbekommen habt, eben, Nina ist auch in Steinhausen aufgewachsen und hat da auch ihre ersten Ball geschlagen, oder, jetzt im Volleyball. Was sind so deine Erinnerungen an die Zeit, wo du ja, da halt wirklich wie jede andere, die ins Volleyball gegangen ist, trainieren bist? Ja, mega gute Erinnerungen. Also ich habe auch bis heute Freundschaften von denen. Also das war irgendwie so eine coole Zeit, wo es irgendwie halt mehr als nur der Sport und das Volleyball war. Es war auch eben mit Freundinnen zusammen sein, gute Zeiten haben, die Auswärtsreisen und so habe ich die besten Erinnerungen. Und ich habe natürlich auch von Anfang an einfach mega Spass gehabt am Sport. Ich bin jedes Training mega gerne gegangen. Ich habe sicher da auch schon wirklich gute Leute um mich herum gehabt, das muss man auch sagen. Und darum, ja, das ist eine Zeit, die mega geblieben ist. Und also du hast ja dann auch wirklich viel Erfolg gehabt mit dem VBC Steinhausen und wir sind ja aufgestiegen und hast du wirklich so ein bisschen oder was ist dein Zug? Bist du das Zugpferd gewesen, oder war eine andere Person in dem Moment herum, wo du raufgeschaut hast und hast besser werden? Das ist noch eine gute Frage. Also ich würde sagen, ich bin nicht das Zugpferd für den Aufstieg oder so. Wir sind dort wirklich, also Niki und ich sind dort eigentlich so ein bisschen reingekommen. Ja, also deine alte oder deine erste Partnerin, genau, Nicole Einholzer. Genau. Wir waren sehr jung am Anfang und das war für uns mega cool. Wir konnten in der Erstliga damals wie dabei sein und ich denke, wir haben uns dann beide wie gut weiterentwickelt und das hat dann so das eine zum anderen geführt. Aber ich hatte jetzt auch nicht so eine Person, wo ich das Gefühl hatte, die zieht mich oder die ist irgendwie so mein grösstes Vorbild. Ich glaube, ich habe schon selber irgendwie mir innen so den Drang gehabt, um immer besser zu werden, ohne jetzt gross müssen von jemandem das mitbekommen oder dass jemand mich hat müssen ziehen, sondern ich habe das Gefühl, ich habe das schon etwas, was ich selber auch mitgebracht habe. Ja. Und du hast ja dann relativ schnell mal dann auch in Sand gewechselt. Also wenn Wikipedia nicht lügt, war es im 08 gewesen. Und bist dann auch ziemlich erfolgreich gewesen auf nationaler Ebene. Also ich sehe da U15, U18, U21 Schweizer Meistertitel. Dann auch ein U21 Weltmeistertitel 2011 und 2012. U20 Europameisterin 2013 und 2014. Ja, woher ist das gekommen? Oder ist das einfach schon für dich immer klar gewesen, dass du wirst erfolgreich sein im Beachvolleyball? Oder ja, ich weiß nicht, hast du mal so ein Gespür gehabt dafür, dass es könnte bis ganz auflangen bis eben zu einer Olympiamedaille? Hey, ich glaube wirklich, dass so die Erfolge, die du jetzt so ein bisschen aufgezählt hast, so ein bisschen
mir gezeigt haben, so irgendwie machen wir das nicht so schlecht. Also ich glaube, es ist wirklich, am Anfang war es einfach, ich habe den Sport geliebt, ich bin gerne gegangen, ich hatte Lust gehabt, mich zu verbessern und bewegen. Und ja, es war wie nie so gewesen, dass ich das Gefühl hatte, wow, ich will dann unbedingt mal Beachvolleyball-Profi werden oder so. Das gehört auch von vielen, die wie von klein auf finden, so, das ist das Ding. Habe ich überhaupt nicht gehabt. Habe auch, als ich dann fertig war mit der Kante und Tanja mich gefragt hat, ob ich mit ihr spielen würde, habe ich ihr auch gesagt, hey, ja, ich probiere es gerne mal ein Jahr, aber ich bin nicht sicher, ob das meins ist. Ich habe nicht gewusst, ob ich so mein Leben dem Sport widmen will und so viel weg sein und so. Ich war wirklich mega unsicher gewesen. Und nachher, ja, hat es mich offensichtlich voll reingenommen. Aber ich glaube schon, dass so die kleinen Erfolge mir immer wieder so ein bisschen einen Antrieb geben oder eine Bestätigung zum Weitermachen. Und ja, also ich bin mega happy, dass ich den Weg so gemacht habe. Aber es war nicht irgendwie immer mein Traum oder so. Und Olympia, ist das so etwas, wo im Beachvolleyball auch so das Grösste vom Grössten ist? Und das ist eigentlich so, es führt einfach automatisch alles auf das Endziel zu? Oder ist es, gibt es auch noch andere Sachen, die man könnte erreichen könnte, damit man sozusagen einen Legendenstatus hat? Ich finde schon, Olympia ist so das grosse Ding. Also es ist auch ein bisschen so, dass die meisten Duos zum Beispiel für die 4 Jahre sich so ein bisschen committen, auch mit den Trainern. Und logisch, es gibt dann auch immer Ausnahmen oder Sachen, die dann nicht klappen und so, aber grundsätzlich sind schon so die 4 Jahreszyklen so ein bisschen etwas, was man anstrebt. Und die Olympia-Quali geht bei uns auch 2 Jahre. Ja. Und wo einfach, also recht lang, ich glaube nicht ganz 2, aber wirklich lang, und wo einfach deine 10 besten Resultate zählen, egal wenn du die erholst und so. Und darum, doch, das ist schon auch ein riesiges Thema bei uns. Und klar, es gibt wie jedes Jahr Highlights, und eben für uns ist halt Gstaad zum Beispiel ein riesiges Highlight. Ja, hätten wir gerne mal irgendwie ein bisschen besser gespielt und wären mal richtig weit gekommen, aber ja, schon Olympia ist schon so ein bisschen das Ding. Okay, dann ist ja gut, dass es dort klappt. Ja, sehr, ja. Ja, André, du bist mir ein bisschen vorweggekommen, muss ich sagen. Erzähl. Nina hat ein gutes Stichwort gebracht. Kante. Stimmt, ja. Das ist, wir haben eine kleine Überraschung. Oh Gott, okay. Du bist ja 2 Jahrgänge über uns in der Kante gewesen, und ich habe ein Jahrbuch gefunden bei mir daheim. Okay. Und wir haben herausgefunden, die Nina ist auch drin. Nina ist bei der 6C, haben wir gerade vorher Ja. gesehen. Da. Noch unter dem Also, Ledignamen. Ihr seid Du 2 siehst Jahre unter mir. Da. In der Spanischklasse hast du in dem Fall gemacht damals. Und wir sind im 4N gewesen, genau. Okay. Ja, du hast auch schon dort eigentlich sehr viel trainiert an der Kante. Und der Dani Elsener war ja so ein bisschen dein Lieblingslehrer gewesen, wahrscheinlich, so oder so. Yeah. Aber er war auch eine wichtige Person gewesen, allgemein im Sportleben bei dir. Kannst du da mehr dazu sagen? Ja, also ich glaube, er ist sicher der Mensch an der Kante, der am meisten Verständnis für das hatte. Also hat er gesagt, ja, du musst nicht in den Sport kommen, ich bin trainieren. tatsächlich nicht in der Doppelstunde Sport. Ja. Das war so ein bisschen die einzige Dispense in dem Sinn, die es mir geben können. Mhm. Und Maturaarbeit hat er zum Beispiel mit mir gemacht und mega mitgeholfen und so. Und ich glaube eben einfach so, er war jemand, wo ich gewusst habe, so, der findet das cool und der denkt so, der müssen wir helfen. Ja. Und das ist sicher mega wertvoll. Ja. Ist dir damals bewusst gewesen, wie populär oder wie bekannt deine Erfolge sind bei uns? Nein, gar nicht. Also es war wirklich so gewesen, es hat ja das Anschlagbrett gegeben im OG, also im Hauptgebäude. Und jedes Mal, wenn du etwas gewonnen hast, ist ja dort das Plakat gewesen. Und, also, Das weiß ich nicht mehr so genau. Und bei uns, also wir, die so Sport interessiert sind, ist das halt wirklich immer ein Thema gewesen. Wir haben immer so, krass, also du bist Europameisterin oder du bist Weltmeisterin und so, ja. Aber das ist dir nicht bewusst gewesen? Nein, überhaupt nicht. Nein, das ist wirklich irgendwie so ein bisschen... Also eben, ich glaube, ich bin auch nicht die Person, die so findet, so, ich gehe jetzt wieder an die Kante und alle denken so, wow. Und Also du bist noch ganz normale Schülerin gewesen dort? Absolut, wirklich. Ja. Also ja. Okay. Ja. Und wann ist denn der Moment gekommen, wo du gemerkt hast, hey, das ist mein Beruf? Also wirklich so, nicht nur, du hast es nicht nur wollen, sondern du hast wirklich realisiert, okay, jetzt ist es mein Beruf? Ja, ich glaube schon,
eigentlich gerade das erste Jahr nach der Kante, als ich mit der Tanja spiele, ist wie, bist halt quasi den ganzen Sommer unterwegs gewesen für Turniere in allen Ländern und dann hast du realisiert, so, okay, das ist jetzt viel und intensiv und ist halt auch auf dem Trainingsumfang ganz eine andere Hausnummer gewesen. Und dann bist du eben irgendwie dann mit drin gewesen. Und dann hat es im Fall auch nicht mehr, weißt du, es hat nachher wie nicht mehr einen Moment gegeben, ich dachte also, okay, ich überlege jetzt nochmal, wollte ich es oder wollte ich es nicht. Das ist dann wie so, es war einfach so gut gewesen, dass es weitergegangen ist und dass es irgendwann ja, so ein bisschen selbstverständlich war. Was mich da wundernimmt, ich habe vor nicht allzu langem mal einen Artikel gelesen in der NZZ. Vielleicht weisst du, auf was ich raus will. Wo es darum gegangen ist, dass sie geschrieben haben, wie miserabel Zustände sind auf der Tour bei euch. Hast du das mitbekommen? Ja, ich glaube schon. Von dem Artikel? Ja. Jetzt nimmt es mich wunder, würdest du mitgehen mit dem? Weil du bist eben dann ja lang, also mindestens 9 Jahre, oder? Ja. Auf dieser Tour gewesen. Ja. Ist das wirklich so schlimm? Nein, so schlimm ist es nicht. Ich weiss nicht mehr genau, was ist so miserabel beschrieben worden. Also, dass teilweise die Unterkünfte sehr schlecht sagen, dass die Leute sehr schlecht verdienen, dass das Essen sehr, sehr schlecht ist und so weiter und so fort. Also, okay. Kannst du dir etwas vorstellen? Ja. Hey, nein. Also ich finde, was man schon muss sagen ist, wenn du bei uns nicht ein Team bist, das ein bisschen weit vorne ist es echt schwierig, zum Geld zu verdienen, um dein Leben zu bestreiten. Und das ist halt, also ist ja bei weitem nicht die einzige Sportart, aber ist natürlich irgendwie halt etwas, wo einen beschäftigt als Spieler oder als Spielerin. Ich denke, dort haben Tanja und ich uns jetzt so weit für gearbeitet, dass es wieder nicht mehr so ein riesiges Thema war. Also wie schnell ist das gegangen bei euch, dass du hast können sagen, wir müssen uns keine Sorgen mehr machen? Ja, ich würde sagen, das grosse Glück von uns ist, dass wir vor allem auch super Sponsoren hatten. Und das ist halt, ja, eben musst du ein bisschen Glück haben, sage ich jetzt mal. Also es ist auch jetzt so, dass wir nicht vom Preisgeld leben oder können leben, sondern dass es eben die Sponsoren sind, die uns eigentlich zum grössten Teil stützen finanziell. Ich kann dir jetzt nicht mal mehr sagen, in welchem Jahr das dann so ein Switch war, aber ich glaube, es ist von Anfang an, auch dank der Sporthilfe zum Beispiel, so gewesen, dass wir alles haben können machen, was wir wollten. Es war jetzt nicht so gewesen, dass wir dann auf Turnier verzichtet haben oder nicht ins Trainingslager haben können oder so, aber du hast sicher am Anfang noch viel mehr müssen auf andere Sachen schauen. Halt vielleicht steigst du einmal mehr um auf der Reise, gehst vielleicht zuerst noch in ein Airbnb, bevor du ins Haupthotel gehst vom Turnier, wo am Anfang musst du selber zahlen und so. Und das haben wir jetzt am Schluss uns wirklich leisten und das ist halt schon ein Luxus, den du sehr gerne gönnst oder der dir einfach auch hilft, um entspannter zu sein und parat zu sein. Also ist halt wirklich so ein bisschen eben die Hierarchie nach Leistungen ist auch dort in dem Fall klar ersichtlich. Ja, okay. Das ist schon so. Und eben, findest du das gerecht oder ungerecht? Oder sagst du, hey, wir haben dort auch müssen durchgehen? Finde ich ganz okay. Ja, ich finde, es ist eine mega schwierige Frage. Ich glaube, es ist auch in allen Sportarten so, dass am Anfang, wo du das Geld am meisten brauchen bist halt am wenigsten bekannt. Es kommen nicht alle und sagen, hey, ich will dich jetzt unbedingt unterstützen. Du hast noch keinen Erfolg zum Vorweisen und eben, du musst dich dort mega irgendwie reinkämpfen und deinen Weg machen. Und ich finde, wie eben ein Stück weit ist das auch okay und es gehört doch auch irgendwie ein bisschen zum Leben und so. Aber teilweise ist es natürlich schon einfach auch mega hart. Und ich denke, eben gerade so eine Sporthilfe oder so ist für das halt unglaublich wertvoll. Die machen das halt wirklich so, dass sie vor allem denen helfen, die eben noch nicht genug haben. Kann man nicht genug Werbung dafür machen, für Voll. die Sporthilfe? Also das ist halt schon, ich denke, für mega viele Randsportarten das Wichtigste zum Überleben. So, ja. Ja, und wenn du so zurückdenkst auf die Tour oder allgemein Turnier, was war so dein Lieblingsturnier gewesen, wo ihr immer gerne... Sorry, wir reden jetzt da immer von dir, weil du da hockst, aber eben, wir dürfen nicht vergessen, du bist immer mit einer Partnerin unterwegs gewesen, also wir meinen jetzt Tanja dann auch, aber was war dein Lieblingsturnier gewesen? Also, mein Lieblingsturnier war Gstaad. Okay. Das Ding ist, Gstaad war auch mit Abstand am anspruchsvollsten gewesen. Einfach so vom... Also wegen der Höhe, oder was? Nein, vom Rundherum. Aha. Also einfach so,
das Heimturnier ist irgendwie das Schönste, aber auch das, wo du am meisten Druck machst, oder jetzt auf uns bezogen, wo wir einfach auch recht viele Momente hatten, wo du gemerkt hast, so, wir schaffen es wie nicht ganz einfach easy bleiben und so normal wie möglich daran zu gehen. Darum habe ich wie so ein bisschen gemischte Gefühle so gestanden. Es hat auch Jahre gegeben, wo wir mega gut gespielt haben und dann ist es das Beste. Also daheim spielen und so viele Leute kennen und einfach auch das Turnier und die Organisatoren und so. Und sonst Wien haben wir auch immer, also Österreich allgemein, es sind super Turnier, immer mega stimmig. Okay. Ja. Und wie vergleicht es, also gut, Paris kann man wahrscheinlich nicht mit dem vergleichen, weil das ist etwas anderes gewesen. Aber wenn jetzt deine anderen Olympischen Spiele miteinander vergleichst, also jetzt mal unabhängig vom Erfolg, wie kannst du das miteinander vergleichen? Ich meine, du bist jetzt auch schon, in Rio bist nicht in Tokio und Paris. Ja, also wie kann man das vergleichen? Ja, kannst du fast nicht. Tokio ist ja das geilste Spiel. Stimmt, das vergisst man wirklich noch. Okay, ja. Komplett anders und Tokio nur mit der Maske für aussen und jeden Tag müssen testen und immer Schiss gehabt, dass die jetzt gerade nimmt und also ganz eine andere Erfahrung. Okay. Dafür ist ja Paris umso geiler gewesen. Oben raus gewesen, es ist so. Ja. Hast du in Paris auch das Spiel irgendwo geniessen, jetzt mal außerhalb von deinem Wettkampf? Also bist du wirklich dazu gekommen, andere Sachen anschauen, ein bisschen in der Stadt zu flanieren? Ja, was man halt so macht in Paris während der Olympischen Spiele. Es geht so. Also es ist, unser Turnier geht ja immer über die ganzen 2 Wochen. Also es fährt halt gerade nach der Eröffnungsfeier an und ist kurz vor der Schlussfeier fertig. Und für mich ist dann schon das natürlich erste Priorität. Und ich bin auch nicht so, oder auch Tanja, wir sind dann auch nicht die eben so easy am Abend vorher noch etwas anderes schauen oder so. Also wir haben das Gefühl, es tut uns jetzt nicht am besten. Ab und zu aus dem Olympischen Dorf bin ich schon. Ich habe auch meine ganze Familie und so in Paris gehabt und bin dann auch mal mit ihnen essen. Und so ein bisschen zum Rauskommen war super. Ja. Aber jetzt gross andere Sachen schauen nicht. Aber sonst, also du kommst halt mega mit über und fieberst mit Disney mit. Und eben gerade so unter den Schweizer ist es mega besonders und freust dich. Und also die Ruderer sind ja euer Fanclub Nummer 1. Mega, ja, das war so cool gewesen. Sie sind ja einfach nachher noch überall schauen und voll dabei gewesen. Ja, haben Sie das auch so ein bisschen machen nach eurem Erfolg? Noch ein bisschen andere Sportarten anschauen? Es war eben nachher mega schnell fertig gewesen. Es war fast am letzten Tag. Es war am Freitag und am Samstag waren die letzten Wettkämpfe. Ja. Und am Samstag haben wir nachher noch so in dem Champions Park so eine Feier und im Schweizer Haus. Also es war ein super Tag, aber jetzt auch nicht noch gross etwas anderes gelungen. Ich glaube, am Sonntag wäre zwar noch so Volleyballfinale und so gewesen, habe ich mir sogar noch kurz überlegt. Aber ja, ich kann mir vorstellen, es war viel und streng gewesen und irgendwie, also wir haben irgendwie gar nicht mehr so mögen. Aber sind ihr die ganzen 2 Wochen im Dorf gewesen? Ja. Und eben, ich meine, du läufst ja da den Grössten von den Grössten über den Weg. Mit wem hast du alles ein Foto gemacht, wo jetzt im Nachhinein sagst, geil? Mit niemandem im Fall. Wirklich? Nein. Nur mit dem Roman Rösli? Nein. Geil! Hey, also eben auch da, ich bin jetzt auch nicht die, die dann gerade so hergehen, glaube ich. Eher ein bisschen zu zurückhaltend. Aber ich könnte jetzt das mal auch nicht sagen. Zum Beispiel Simone Biles war zum Beispiel im Dorf, die war mega umschwärmt. So. Also dort sind nicht mega viele Leute. Ja. Hat aber zum Beispiel gesagt, sie macht kein Fotos. Also die ist mega sympathisch und so, aber jetzt nicht irgendwie mit allen noch, also verstehe ich irgendwie. Und sonst, so, ich glaube schon, so die absoluten Stars sind nicht unbedingt im Dorf, weil die einfach auch wissen, so, die können halt keinen Meter laufen. Und, ja. Okay. Und jetzt verglichen mit anderen, oder jetzt kann man bei euch auch sagen, auf der Tour? Okay. Verglichen mit der Tour, wie ist es so mit dem Medienrummel? Also ich glaube, für Ruderer ist es eine Explosion, wenn du an die Olympiade gehst. Wie ist es für euch? So ein bisschen, ihr seid euch das sicher ein bisschen mehr gewöhnt als Ruderer. Wie ist es der Unterschied so nachher noch zur Olympia? Ist schon auch ein Unterschied, aber jetzt nicht so, dass es die völlig erschlägt oder so. Also wir haben jetzt einfach wie immer, sicher immer nach dem Match halt sind wir wie so durch die Mixed Zone, wo immer SRF eigentlich war, aber
das ist amigs relativ schnell gegangen und dann manchmal noch ein paar andere Fragen von anderen Journalisten, aber ich finde, es war eigentlich fair gewesen und nicht jetzt irgendwie eine Zusatzbelastung oder so, das war okay gewesen. Okay, und was ist euer Verhältnis zu den Medien? Das ist gut? Ja, eigentlich schon, ja, doch. Also logisch, ich habe auch schon Sachen erlebt, wo nachher so findest, ach, das ist jetzt irgendwie blöd gelaufen und eben... Ist das von einer bestimmten Zeitung, die mit B anfängt, oder? Nicht einmal. Nein, mehr... Mehr der Zeitpunkt, oder? Nein, ich glaube, bei mir ist es wirklich so ein bisschen das, so Privatleben und Sport. So das habe ich von Anfang an gewusst, so, ich will jetzt nicht zu viel teilen, aber irgendwie findest du auch so, ja, kannst du auch nicht einfach bei allem sagen, ja, da sage ich jetzt nichts dazu, oder musst du es wie so ein bisschen für dich herausfinden. Und ich habe das Gefühl, jetzt sind vielleicht so 2, 3 Sachen nachher passiert, wo ich nachher wie so gemerkt habe, ja, Medien schreiben dann halt gleich das, was sie wollen, oder tun das noch so ein bisschen so umformulieren, vielleicht manchmal, wenn es blöd läuft. Ja, musst halt einfach gegenlesen und aber gut, eure Beziehung ist ja prädestiniert für die Boulevardpresse, nicht? Eben schon ein bisschen. Und habt ihr das daran gedacht, als ihr zusammengekommen sind, oder ja. wie hast du gewusst, ja, dass das wahrscheinlich... Ja, ich habe schon gewusst, so, okay, das wird jetzt wie vielleicht das Thema. Ich glaube, es war halt schon so gewesen, zu dem Zeitpunkt bin ich dann erst Ende Kante gewesen, und für mich war es noch nicht so das Thema gewesen, dass ich dann mehr in die Öffentlichkeit komme. Ich glaube eben so der Anfang, wo nachher wie so die ersten paar Mal so ein bisschen mit den Medien zu tun hast und noch nicht so, halt dich nicht so getraut hast, so etwas mal sagen, hey, das wollte ich vielleicht nicht beantworten oder so. Ja. Das ist mega schwierig. Also am Anfang getraust dich das einfach nicht. Und dann, ja, ich glaube, so habe ich es lernen. Das sind halt vielleicht 2, 3 Sachen gekommen, wo ich gedacht habe, wow, okay, das hätte ich jetzt wie nicht so wollen. Und nachher irgendwann, ja, getraust dich auch sagen, hey, ja, willst du nicht dazu sagen? Was absolut fair ist. Willst du es? Nein. Warte, zuerst noch eine Frage. Okay, komm. Zuerst noch eine Frage. Ich habe eben etwas Lustiges. Aber also mittlerweile bist du eine der grössten weiblichen Sportpersönlichkeiten in der Schweiz. Gefällt dir das? Oder wie gehst du damit um? Also ich will mich jetzt ehrlich gesagt nicht so betiteln. Hast du nicht mal? Jetzt nach dem halben Jahr würde ich schon sagen. Also wir haben gesagt, heute kommt ein A-Lister. Wirklich? Ja. Okay. Hey, Also es ist ja sehr sympathisch, dass du das nicht selber so siehst. Ja. Ich würde nicht sagen, dass das mir mega gefällt, ehrlich gesagt. Okay. Ich glaube, auf das könnte ich auch gut verzichten. Für mich wäre es auch okay, wenn einfach der Sport wäre und das andere nicht so. Ich habe irgendwann gewusst, so, das gehört dazu, und ich finde auch, was ich mir dann auch manchmal muss sagen, mich interessieren ja auch Sachen von anderen Sportlern oder vielleicht eben auch mal etwas hinter der Kulisse im Sinne von nicht nur, was für Resultate haben sie gemacht. Ich meine, das verbindet dich ja dann wie gefühlt auch mit diesen Personen, und also es ist für mich voll okay, dass das so ein bisschen dazugehört, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, hey, ich finde das mega toll und okay. Ja. Das ist fair, ja. Du lachst, Oski? Nein, ich lache, weil eben... Was Nein, also nein, es ist nicht nicht dem, was du gesagt hast, sondern was jetzt kommt. Nein, eben, es ist einfach so, weil dein jetziger Mann, damals Freund, in dieser Phase, wo wir zusammengekommen sind, das war ja so der absolute Superstar im Zug. Und es war noch Lockout gewesen. Ja. Es war auch noch Lockout, stimmt, ja. Und dort war ein gewisser Herr Zetterberg auch da gewesen. Und der andere war damals noch ein bisschen investierter gewesen, was das Thema Eishockey angeht. Bin ich fast ein bisschen ein Modefan, muss ich sagen. Okay. Aber ja, André, erzähl du. Muss ich kommen. Und das Ding war eben, dass ich eine neue Handynummer auch wählen konnte. Ja. Und die letzten 2 Ziffern haben wir zu dieser Zeit noch die letzten 4 Ziffern haben wir noch selber wählen. Und ich habe halt Ziffer 40, 24 gewählt. Kommst du drauf wieso? Also 40 ist der Zetterberg, oder? Und 24 ist nachher der Damian Detroit. Genau, ja. Und ich bin wirklich so gewesen. Hast ich kann einfach die letzten 4 Ziffern wählen. Ja. Und ich habe das gewählt. Und das zeigt einfach, zu dieser Zeit ist wirklich, wir sind so intensiv im Hockey dabei gewesen, und dann sind noch die Superstars gekommen. Ja. Und nachher sind sie noch zusammen zurück auf Detroit.
Ja, Es war schon so ein bisschen ein Märchen gewesen. Es ist wirklich, also ja, Ja. ich glaube, es war schon eine gute Zeit gewesen. Also wir sind dann noch nicht zusammen gewesen, oder zusammengekommen in diesem Jahr, aber Okay, auch jetzt, also er erzählt auch gerne von dieser Zeit. Das war, glaube ich, Okay. schon cool gewesen. ja. Ja. Das haben wir Das noch Grösste- Okay, schnell aber du loswerden. hast immer noch die Ich habe immer Nummer noch die jetzt. Nummer und das ist einfach eine gute Anekdote. Sehr. Und endlich kann ich es mal einer Person erzählen, die wirklich etwas damit zu tun hat. So Ja. gut. Genau. Ja. Wenn wir nochmal zurück zu Paris. Also, Gehen wir noch mal kurz zurück zu Paris. wir sind irgendwie ein bisschen abgeschweift, aber Das ist das ist auch völlig okay. So soll es ja auch sein. Ja, eben. Sportlich ist es ja dann sehr gut gelaufen. Und ich habe etwas interessant gefunden im Podcast, den ihr hattet mit Ochsensport. Hat Tanja erzählt, für sie sei fast das wichtigste Spiel oder das Spiel mit der meisten Intensität der Viertelfinale gewesen. Wie war es für dich gewesen? Ja, ich glaube, ähnlich. Also ich weiß mega, was sie meint. Ja, ich glaube, der Viertelfinal war halt gegen ein Team, wo wir wie gewusst haben, so, es wird sehr schwierig. Und wir haben auch gewusst, eben, wir haben Chancen, aber es kann halt wie einfach auch schon fertig sein. Und ich glaube, so rein vom Level, wo wir gespielt haben, war es vielleicht fast das beste Spiel gewesen bei Olympia. Und ja, du weißt halt einfach, du musst dann, also schon im Achtelfinale, aber ab der K.O.-Phase musst du wie alles reinlegen. Und das war halt so eine Night-Session gewesen. Und ich glaube, so die ganze Energie im Stadion war bei diesem Spiel wirklich krass gewesen. Und uns ist so gut gelaufen. Und ich glaube eben auch, der Schritt in Halbfinale zu machen, ist halt, der ist wie riesig, oder er fühlt sich riesig an. Und darum, ja, schon gut gewesen. Und an dem Tag ist ja gefühlt alles gelaufen für euch. Meinst du meine Fußabwehr? Ja. Ich denke auch immer so. In dem Moment war es wirklich so, gewesen, so okay. Es kann nicht schief gehen, oder? Tag. Das ist einfach der Flow. Sind ihr dort im Flow gewesen? Ja, voll. Ich würde Okay. sagen, voll. Also allgemein, auch wenn ich jetzt so daran zurückdenke, zum Beispiel auch nach dem Halbfinale, so wie ich mich gefühlt habe, dass ich viel weniger so in ein Loch gefallen bin oder eben so Leute von aussen eben fragen jetzt mega oft so, ja, hey, wie habt ihr das gemacht und so. Und ich, Wegen Matchpoint, meinst du? oder ja, was? genau, einfach mit dem Moment halt so etwas zu verpassen, obwohl eigentlich wie eine gute Chance in dem Sinne drauf hatte und am nächsten Tag wieder dort sein und so. Aber irgendwie, ja, ich glaube, ich bin wirklich so ein bisschen in einem Flow in dem Sinne. Also gewesen. bist du überzeugt gewesen, scheißegal, wir holen jetzt einfach die Medaille? Ich hatte schon auch Respekt davor, so, oder weißt, so manchmal ist es schon auch so im Kopf, so, wenn wir das jetzt nicht schaffen, so, dann ist es richtig bitter. Aber ja, im Fall irgendwie, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, doch, das packen wir. Ich weiß auch nicht. Ich kann gar nicht so genau sagen, wieso, aber ich Ja. habe ein gutes Ist Gefühl es so, dass du meistens die bist, hey, nein, das schaffen wir, und Tanja ist so ein bisschen die sagt, also vielleicht ein bisschen, also jetzt nicht böse gemeint, aber ein bisschen mehr Zweifel hat? Oder wie habt ihr da miteinander oder euch gegenseitig ergänzt? Weil es kann ja nicht sein, dass beide nebeneinander im Bett liegen und denken, Scheiße, wir sind so schlecht. voll. Also ich glaube, in dem Moment jetzt habe ich das irgendwie mehr gehabt, so dass, egal, wir packen es trotzdem. Ich glaube, für sie war halt einfach auch bitterer gewesen, weil sie quasi den einen Punkt, den man nachher so im Kopf hat, Ja. quasi verschlagen hat. Aber das ist, also das habe ich ihr auch gesagt, es hätten 1000 andere, also nicht 1000, aber es hätten so viele andere Punkte können sein, aber einfach, das, also ja, ist ja klar, für dich in dem Moment, du hast das in der Hand und dir passiert ein Fehler, dann ist es vielleicht noch ein bisschen schwieriger, als wenn nicht du den Ball in der Hand hast, so quasi, aber nein, ich würde überhaupt nicht sagen, dass das allgemein immer so war, dass ich die war, die gefunden hat, wir schaffen das und sie zweifelt hat, sondern ich glaube, das Gute ist, dass es viele Momente gibt, wo eben vielleicht die eine ein bisschen mehr gezogen hat und die andere ein bisschen mehr zweifelt und umgekehrt. Ich Okay. glaube, das hat sich gut ergänzt. So ein bisschen. Ja, was mich auch noch wundernimmt, ist es im Nachhinein fast gut gewesen, ist es Bronze und nicht Silber gewesen? Also, weißt du, was ich meine? Ist dass du mit einem Sieg geändert hast, oder hättest du die Silbermedaille trotzdem in Kauf genommen? Also ich glaube, jetzt... Das ist eine schwierige Frage. ja, schon. Inzwischen ist es wieder so, Silber wäre auch cool gewesen, aber Ja. ich glaube schon, in dem Moment ist Bronze viel cooler fürs Gefühl. Einfach, eben, du hörst mit einem Sieg auf, du hast nicht gewusst, du schaffst das, holst eine Medaille und dann holst du die und dann kannst du feiern und das ist ein mega krasses Gefühl. Ich glaube, es ist grundsätzlich für das Gefühl ist Bronze deutlich angenehmer als Silber. Ist dann gleich so, ja, eigentlich hätten wir jetzt gewinnen und
Ja. Ja, ich glaube auch rein spielniveaumäßig ist es ein ganz anderer Approach fürs Spiel, weil wenn du ja im Halbfinale Silber gewinnst, also gewinnst du ja safe mal Silber und dann vielleicht brechen alle Bänder und alle Euphorie, das kann natürlich eine Einstellung komplett verändern oder sogar zerstören. Eben, und ihr sind ja Vollgas eigentlich mit einem brutalen Fokus wahrscheinlich ins letzte Spiel. Ja, ich glaube, du würdest sicher auch zustimmen, dass es mehr Emotionen oder dann eben mehr Emotionen gegeben hat nach dem Sieg. Ja, ich glaube schon. Also ich habe das Gefühl, dass bei uns nicht alles zusammengebrochen wäre in dem Moment, wo wir die Finale erreicht hätten. Oder mehr, dass das etwas eigentlich Gutes ist für uns. Also ich habe das Gefühl, wenn der Druck in dem Sinn so ein bisschen nachlässt, ist es tendenziell nicht so, dass wir dann nichts mehr zustande bringen, weil wir so keine Spannung mehr haben, sondern dass es eher so befreiend ist, dass wir meistens viel besser spielen. Und so haben wir ja auch vieles probiert anzugehen bei Olympia. Also mit nicht zu viel Druck machen und nicht zu viel wollen, noch besser und noch besser. Und so darum habe ich jetzt nicht das Gefühl, im Finale, ich glaube, wir hätten nichts mehr können. Aber Also, im Gegenteil, ich meine, vielleicht wäre es ja Gold geworden. Hätte können sein. Und wir hätten sicher... Wir hatten sicher gar keinen Druck mehr gehabt. Und Brasilien, wo ja dann der Gegner gewesen wäre, die sind eigentlich das beste Team. Also für die war sicher, Olympiasieg ist das Ziel und das wollen wir schaffen. Aber ja, im Nachhinein, ich meine, du weißt es nie, wie es rausgekommen wäre. Und ich habe wirklich nie einen Moment gehabt, wo ich das Gefühl hatte, so, eigentlich hätten wir gewinnen und Silber oder Gold. Oder es ist schon gut, so wie es ist. Also, wir sind zufrieden. Ja. Aber das ist ja schön, dass du das so Perfekt, siehst. ja. Ich meine, wenn du deinen Frieden hast, damit ist es ja perfekt. Ja, voll. Ja, nein, das klingt alles mega cool. Ich glaube, so ein bisschen vielleicht zum Abschliessen, wie oft, oder ist bis jetzt ein Tag vergangen seit dem Tag, wo du nicht an das gedacht hast? Ja. Schon? Ja. Okay, Ja. ja, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja. Also eben, du bist auch völlig wieder losgelöst von dem Olympia-Gefühl oder eben, du bist nicht irgendwie in eine Leere gefallen nachher. Nein, es geht. Ich habe schon so direkt nachher wie verstehen, so eben die Storys hörst du auch. Mega, ich habe gespürt, so, was die Personen dann fühlen. Ja. Ich glaube, bei mir war es wie so, dass ich mich irgendwie auch gefreut habe auf das, was jetzt kommt und dass ich mich irgendwann dann, dass es mich nicht so mega abgezogen hat, aber es ist schon natürlich, es ist halt etwas, wo du mega lange darauf hingeschafft hast und wo es so cool war, dass dann schon zuerst mal ist, so, okay, und jetzt? Das hatte ich schon ein bisschen gehabt, so, ja, eben bei mir ist dann noch so eine grosse Entscheidung angestanden und so, schon so gewesen, so, okay, jetzt ist der Moment da und jetzt verändert sich etwas, aber es ist alles irgendwie stabil geblieben. Ja. Das ist schön. Das wäre nämlich gerade mein nächster Punkt gewesen. Wie ist die Entscheidung gefallen? Also, ist das etwas gewesen, was du schon länger im Sinn gehabt hast? Oder ist es jetzt einfach nach Olympia, hat sich das richtig angefühlt? Und wo dann der Moment kam, wo du der Tanja das hast müssen sagen, ist es eher so ein schönes Gefühl gewesen, mit quasi einer nostalgischen Brille auf die Zeit, die wir zusammen hatten, zurückgeschaut? Oder ist es so ein bisschen gewesen, wie man trennt sich so ein bisschen von jemandem, den man mega gerne hat? Also, die Entscheidung ist, also das hat sich über längere Zeit aufgebaut, das Thema, das ist für mich sogar nach Tokio schon so ein bisschen im Raum gestanden. Also es ist überhaupt nicht so, dass ich nach Olympia plötzlich so, ich mache jetzt das, glaube. Und Tanja hat das auch gewusst und meine Trainer haben das auch gewusst und es war wie nicht so gewesen, dass ich dann eines Tages gekommen bin, so hey, ich komme jetzt mal nicht mehr. Es war eher so gewesen, dass ich nochmal mega unsicher geworden so durch das, was wir jetzt am Schluss geschafft haben und wie es gelaufen ist und was man erlebt hat, dass ich dann gleich plötzlich so war, so okay, soll ich das jetzt wirklich machen? Schon noch geil. Also es ist eigentlich gerade so cool und man hat so lange gearbeitet für das, man ist jetzt an so einem guten Punkt und ich glaube einfach so die Angst davor, dass man das irgendwann bereut, dass man in dem Moment so etwas aufgegeben hat, so ein bisschen, ist wie so ein bisschen ein Thema gewesen. Und um es der Tanja zu sagen, es hat mich schon beschäftigt und es ist auch für sie sicher, also ist ja klar in einem Zweierteam, ich meine, du bist maximal abhängig und für sie war auch ganz klar gewesen, so, ja, entweder wir sind wieder in einem Team oder ich muss jemand Neues suchen. Sie hat schon
ein bisschen gewusst, wer es wird sein, weil das hat mir wie, also ich habe ja eben ihr gesagt, so, es könnte eine Option sein. Aber ja, es ist im Fall schon, es ist schon auf eine Art ein bisschen traurig gewesen, ja, um so zu sagen, hey, also... Ja, ist ja gut, also wäre ja komisch, wenn es nicht so ja, gewesen wäre. voll. Also ich nehme an, ihr habt wahrscheinlich teilweise mehr Zeit miteinander verbracht als mit sonst Ja. jemandem. Ja, voll. Es ist mega so. Also wirklich zeitweise unglaublich. Und halt auch wirklich, ich glaube, wenn du halt zusammen im Zimmer bist und so, du kommst so viel voneinander mit über und du lernst dich so gut kennen und hast einfach auch viele so Extremsituationen, die emotional irgendwie mega speziell sind und das verbindet dich sicher mega, ja. Also von außen wirkt ihr ja immer sehr harmonisch, sehr freundschaftlich. Ja. Ja, eigentlich wie so ein altes Ehepaar, kann man schon fast sagen. Also jetzt nicht böse gemeint. Ja. Würdest du da mitgehen? Ja, es hat schon so ein bisschen etwas. Also ich würde auch sagen, was wir immer so ein bisschen sagen, ist, was eigentlich bei uns cool ist, es ist wie mit der Zeit besser geworden, unsere Beziehung. Und bei vielen ist es ja immer so am Anfang alles super und man findet die anderen super und alles. Ja, die rosarote Phase. Genau. Und nachher plötzlich merkst du, okay, aber das ist eigentlich schwierig und das und so. Und bei uns habe ich immer das Gefühl, wir haben so ein bisschen Zeit gebraucht, um, ich glaube, unsere Rolle zu finden im Team. Die hat sich dann vielleicht auch mal noch so ein bisschen verändert. Das ist auch normal. Ich meine, wir sind halt auch mega jung gewesen, als wir angefangen haben zusammen zu spielen. Und dann entwickelt sich beide und als Team entwickelst du dich und so. Und ich glaube wirklich, wir haben einfach wirklich einen guten Umgang gehabt miteinander. Also sicher immer mega respektvoll. Es hat wie nie einen Moment gegeben, wo ich das Gefühl hatte, so irgendwie ist jetzt die eine so völlig daneben gewesen oder so. Und ich meine, das ist schon mal... Also ich habe das Gefühl, wir haben einfach eine super Basis gehabt. Und dann logisch gibt es Momente, die schwierig sind und wo man vielleicht auch mal durch etwas durch muss und so, aber du hast wirklich auf eine Basis verlassen und das, habe ich das Gefühl, hat uns mega viel geholfen. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn so ein Team oder wenn jetzt Tanja eine neue Partnerin hat müssen suchen oder wo ihr euch damals gefunden habt, es kommt mir immer ein bisschen böse gesagt wie so eine arrangierte Hochzeit vor, wo halt sich zwei ausschreiben und dann treffen sie sich und ob es dann passt oder nicht, sie werden zusammen spielen. Also nein, es muss ja schon passen, aber es ist so ein bisschen künstlich erzeugt irgendwie am Anfang, oder nicht? Ja, klar. Ich meine, schlussendlich wirst du zusammengestellt oder suchst dir jemanden wegen dem Sport. Ja. So wie es halt am erfolgreichsten könnte sein. Es gibt auch nicht 20 Optionen in der Schweiz. Also es ist halt irgendwo durch auch so ein bisschen begrenzt. Und ich glaube, darum ist es auch umso cooler, dass wir es persönlich auch mega cool hatten. Also ich glaube, das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Ja. Und ich bin mir auch recht sicher, dass wir erfolgreicher waren, weil wir es auch gut hatten sonst. Und das ist auch mega ein grosser Verdienst für unseren Trainer, der einfach mega gut verstanden hat, so ein Team zu führen und in den richtigen Moment mal herzusitzen und zu sagen, hey, wir müssen vielleicht über ein paar Sachen reden und uns einfach mega gut hat können, so ein bisschen guiden. Also nebst Trainer eigentlich auch noch Therapeut. Hey, also das ist... Also unsere Trainer haben damals mega Sprüche gemacht, so dass sie mehr da sind als Trainer und so. Und ich muss schon sagen, es hat schon etwas. Also ja, es ist mega ein grosser Teil auch, halt deine Spielerinnen verstehen und können abholen und in den richtigen Moment pushen, in den richtigen Moment beruhigen, in den richtigen Moment neu mit ansetzen und dann noch das zwischen diesen Spielerinnen immer so ein bisschen im Griff haben und also mega anspruchsvoll, also wirklich, ja. Also ist man eigentlich eher ein Vierer-Team oder ein Dreier-Team als ein Zweier-Team? Oder? Ja, also wir haben jetzt eigentlich 2 Trainer gehabt, die für uns zuständig waren. Plus noch so Einzelne, die so ein bisschen zeitweise etwas mit uns gemacht haben und dann noch unsere Krafttrainer. Aber ja, schlussendlich würde ich schon sagen, also das 4. jetzt, wir sind extrem nahe. Eben, weil einfach du so ein kleines Team bist. Ich glaube, das ist schon etwas ganz anderes. Ja. Habt ihr eigentlich eure Trainer dürfen selber wählen oder sind die vom Verband gestellt worden? Die sind vom Verband angestellt. Ja. Ist auch so etwas, wie jetzt unter den Spielerinnen auch, du hast schon ein Mitspracherecht. Und wenn etwas halt gar nicht funktioniert, dann... Wir hatten auch ein Jahr einen Trainer gehabt, wo wir nachher gemerkt haben, so,
wir können Ja. nicht fürschen und es passt nicht und ja, dass wir wie etwas müssen ändern und das ist dann schon auch okay. Also da können wir schon etwas sagen. Ja, Es ist jetzt ja. nicht so, dass es einfach heisst, nein, sorry, es ist so und schaut, wie das geht. Ich denke, dort ist unser Verband sehr kooperativ, so dass er einfach probiert, dass es für alle stimmt. Aber Ja. schlussendlich werden Trainer von innen gestellt und wir teilen die auch untereinander. Okay. Also zwischen den Duos? Ja. Also da gibt es eine Rotation? Oder mehr einfach so, ja, ich bräuchte noch schnell jemanden heute und dann... Nein, das ist wirklich, also bei uns jetzt der Christoph, der eine Trainer, ist einfach wie auch 50% bei der Esme und der Zoe gewesen. Okay. Und der ist auch, also ist halt einfach, entweder ist zusammen trainiert oder nacheinander und er hat einfach wie bei beiden Teams das Gleiche gemacht schlussendlich. Einfach seine Inputs geben und probiert zu führen und bei uns hat er wie die Hauptverantwortung gehabt, wir hatten wie so ein bisschen Priorität gehabt, aber schlussendlich, ja, hat er wie beide besser gemacht und so, ja. Und hat es die Situation mal gegeben, wo ihr gegeneinander gespielt habt? Und wie ist es denn für den Das Trainer? ist, ja, Okay, ja. das sind die speziellsten Situationen, muss ich sagen. Also, weil wir Trainer teilen bei Swiss Volley, ist wie eigentlich die Regel, dass niemand coacht, wenn wir gegeneinander spielen. Okay. Also Trainer Das sagen macht wie Sinn, ja. vorher natürlich nichts, so der Taktik und so. Und dann nachher ist es mehr so, vielleicht individuell sagt er dann noch, ja, hättest du einen Aufschlag so und so, aber jetzt halt nicht so auf die anderen bezogen, weil es halt mega unfair wäre. Und darum sind die Spiele auch immer ganz speziell. Also nur schon, weil du dich so gut kennst und ja, wie es speziell ist. Und nachher ist es eben auch von der Routine so anders gewesen. Hast irgendwie wieder Trainer nicht gehabt und so, ja. Das, also, wir haben eigentlich irgendwann eher gehofft, dass wir nicht unbedingt aufeinandertreffen, ja. Und so allgemein in dieser Teamwelt, wie versteht man sich da untereinander? Geht man jetzt da einmal zu viert, also eher mit dem anderen Duo, das jetzt in Olympia war oder eben Ja. nicht war? Doch. Ja, Doch, das sie sind sind so, gewesen. ja. Ja, stimmt, sorry. Gehen wir da mal essen oder ja, wie ist dort die Beziehung so? Es ist, also ich finde eigentlich, allgemein auf der Tour ist es recht freundschaftlich. Also wir sind halt immer alle am gleichen Ort, immer alle zusammen in den Hotels und so. Und da gibt es auch, dass am Abend halt mal an den Tisch hockst und dann sitzt noch jemand dazu und dann redest du ein bisschen. Aber trotzdem gehen halt schon alle so ihren Weg und ihren Rhythmus. Und Ja. es ist jetzt auch nicht so, dass wir so also unter den Schweizer so die ganze Zeit zusammen sind oder so. Das ist wirklich einfach so, wie sich es gerade ergibt. Aber eigentlich haben wir, finde ich, recht eine gute Stimmung eigentlich so im ganzen, Ja. in dem ganzen Zirkus, ja. Okay. Ja, aber ich glaube, es ist ein mega dynamisches Konstrukt, so ein Team, wo ich noch nie so eine Erfahrung gemacht habe, jetzt rein nur so in einem Zweierteam über mehrere Jahre. Und gleich, wie schmerzhaft ist so ein Abschied? Jetzt, du hast es schon zweimal erlebt. Kann man das, oder wie oft macht das eine Spielerin jetzt im Verlauf von ihrer Karriere? Kommt ganz darauf an, wie... Also so der Durchschnitt? Ja, ich habe das Gefühl, ja... Also zweimal erlebt sie jede, habe ich das Gefühl. Okay. Ja, einfach auch... Teilweise bist du ja dann vom Alter nicht genau gleich und dann hört mal jemand auf. Oder eben rein vom Level macht es keinen Sinn. Oder jetzt zum Beispiel, ich habe mich ja von der Nicole dazumals getrennt, weil für mich halt wie weiter oben eine Lücke aufgegangen ist. Das ist dann halt auch so... Ja, es ergänzt sich immer wieder Sachen. In anderen Ländern ist es wirklich teilweise auch so ein bisschen... Hast du so von außen das Gefühl, so, ja, wenn es halt mal nicht so läuft, dann schauen sie halt... Ja, gibt es noch andere, mit denen wäre ich viel besser. Gibt es auch. Gibt es in der Schweiz ein bisschen weniger. Weil einfach Okay. auch, also erstens ist es ein bisschen eingeschränkter von den Optionen. Ja. Und zweitens sind wir, glaube ich, auch einfach von der Persönlichkeit. So schweizerisch. Ja, also ja, also kommt dann nicht als erstes Sinn, Ja, die ja. anderen ins Staat zu lassen, so ein bisschen, habe ich das Ja. Gefühl. Und was ich auch mega cool finde, also das wäre jetzt nicht so meins. Aber ja, ich finde, es ist schon, eben, es ist mega speziell. Jetzt auch, eben, du siehst dich halt sonst jeden Tag und du bist halt wirklich so eine Einheit und du kämpfst quasi das Zweite gegen den Rest. Und wenn das halt nachher wie nicht mehr ist, also noch spezieller stelle ich es mir halt vor, wenn du nachher gegeneinander spielst zum Beispiel. Also eben jetzt ist es ja wie bei mir ist es noch so, ja, Ja. ich mache jetzt eine Pause und
du triffst ja jetzt nicht in dem Sinn aufeinander, aber es könnte ja sein, dass man sagt, hey, man spielt nicht mehr zusammen aus irgendwelchen Gründen und bleibst aber, also beide bleiben im Beachvolleyball. Das sind dann schon spezielle Situationen, aber schlussendlich, ja, habe ich das Gefühl, ist im Sport auch normal, dass sich alle weiterentwickeln wollen und dass manchmal halt so Veränderungen auch gut sind. Ja. Wie war für dich die Staffelübergabe gewesen? Quasi Tanja weiterzugeben. Ja. Weil ihr habt das ja gross zelebriert, Ja, mit eurem Sponsor auch. Ja, für mich, ich stelle es mir irgendwie so ein bisschen komisch vor, das ist wie wenn so, in meinem Fall würdest du deine Freundin einem neuen übergeben. Aber die Situation ist natürlich ein bisschen anders. Ganz so krass ist es natürlich nicht, aber auf jeden Fall. Also es war ein spezielles Gefühl gewesen. Und es ist, ich glaube, eben einer der ersten Momente gewesen, wo ich so gemerkt habe, so, okay, es ist jetzt so. Bis dort ist es irgendwie wie noch so, ich habe es wie gar noch nicht so gecheckt. Und dort war es wirklich so, gewesen, so ja, sie hat jetzt etwas Neues und ich mache jetzt etwas anderes. Und es ist schon speziell, aber eben, ich glaube, es ist auch völlig von mir in dem Sinn eine Entscheidung gewesen. Es war auch nicht so gewesen, dass sie gefunden hat, hey Nina, ich will lieber nicht mehr mit dir. Ich glaube, dann wäre es noch viel härter. Und so war es ja wie so gewesen, hey, ich mache das, weil ich das Gefühl habe, für mich gibt es jetzt etwas anderes, was mir wie wichtiger ist. Ja. Okay. Ja, vielleicht nochmal zurück zu der Zeit, wo ihr wirklich das zweite voll im Saft waren. Also es ist noch nicht so lange her, wir reden das, als wäre es schon ewig gewesen, aber ja, vielleicht ein bisschen zum Thema, ja, dass ihr zwei Frauen sind, die eigentlich ein privates, also nein, nicht ein privates Team sind, aber ihr habt vielleicht ein bisschen steuern, was ihr möchtet. Und da behaupte ich, durch das, dass ihr als Zweierteam, als weibliches Zweierteam unterwegs sind, habt ihr sehr viel können auf individuelles Training schauen und auf zyklusorientiertes Training schauen. Ist das bei euch vorgekommen, ja oder nein? Und wie hat das ausgesehen? Weil ich finde das mega spannend und in einem Team von 20 Ruderinnen und Ruderern kannst du das eben nicht machen. Wie hat es bei euch das zweite ausgesehen? Also ja, grundsätzlich voll. Also in einem Zweierteam kannst du extrem angepasst trainieren. Natürlich, ich meine, es hat auch Tage gegeben, wo es eben vielleicht nur eine von uns ins Training ist, sei die andere krank gewesen oder eben sonst irgendetwas nicht gut. Und auch im Training kannst du ja mega gut steuern. Du kannst sagen, also die eine macht heute nur 50 Sprünge, die andere mehr oder je nachdem. So Zyklus hat bei uns so ein bisschen angefangen, ist aber auch am Anfang gar kein Thema gewesen. Und also ist auch so, dass es jetzt wie immer ein bisschen mehr aufkommt. Bei mir war es kein Thema gewesen, weil ich ihn gar nicht, also ich hatte den nicht gehabt. Okay. Und bei der Tanja war es ein Thema gewesen, und sie hätten das aber auch einfach wie mit ihrem Krafttrainer vor allem. Also ich glaube, dort war es wie bei ihr noch viel extremer gewesen, wie sie so darauf reagiert hat. Ist natürlich, denke, Rudern ist nochmal anders, also gerade so von der Intensität ist halt anders als ein Beachvolleyball-Training. Also, und ich glaube, sie hat ja mal eine Lungenembolie gehabt. Ja, voll. Und ich finde schon, ab dann war es nochmal viel extremer gewesen, dass man so auf den Körper gehört hat. Sie noch extremer, aber also ist auch mega logisch, finde ich, und auch mega gut, dass sie wie angefangen hat, so ein bisschen mehr das dann steuern. Und ich glaube, wir sind jetzt ein bisschen älter geworden, kommt halt auch dazu. Und einfach so, ich finde, das ist auch mit unseren Trainern mega gut gegangen. Einfach, dass man auch mal können sagen, hey, irgendwie heute fühle ich mich gar nicht. Oder also nach der Reise mit Jetlag und so. Dass man es einfach mega gut hat können auf uns anpassen, ist sicher ein mega Vorteil. Ja. Und inwiefern ist es denn anders gewesen als bei den Männern? Also, oder weißt du überhaupt, wie die Männer trainiert haben? Das war bei uns, glaube ich, einfach vom Trainer auch recht fest gesteuert gewesen. Also die Männer hatten jetzt in letzter Zeit bei uns einen Trainer gehabt, der mega, also es war ein mega Schleifer gewesen, einfach mega viel trainiert, mega streng trainiert, viel weniger mal ein Techniktraining oder so gehabt, einfach viel mehr müssen Gas geben. Da kann der eine ein Lied davon singen. Ja, genau. Ja, also ja, eben, ich muss immer ein bisschen aufpassen. Ich denke, es ist mit anderen Sportarten verglichen. Nein, es nimmt mich Wunder. Und ich meine, es ist immer auf eine andere Art hart. Ja. Du kannst wahrscheinlich Beachvolleyball nicht mit Rudern vergleichen. Nein, gar nicht. Gar nicht. Aber ja, ich hätte jetzt schon gesagt, dass bei uns die Frauen mehr haben dürfen mit den Trainern besprechen,
ja, und wegen wem das genau so ist, ist für mich schwierig zu sagen, aber das ist du hast das Gefühl, es hat etwas gebracht? Ja, auf jeden Fall. Okay. Ja, sicher. Also 100%. Eben, ich meine, ich finde, es ist halt immer schwierig, zum nachher abschätzen, so, ja, wie wäre es jetzt gewesen, wenn du so und so gemacht hättest, oder? Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, sind wir recht gut durchgekommen, so mit Verletzungen und so weiter. Und ja, ich glaube, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Also jetzt, wenn so ein bisschen zusammengefasst, es ist mehr noch so ein bisschen vom Trainer kommt's aus, wie individualisiert das Training ist, aber du hast sicher Mitspracherecht, wenn es dir mal nicht so gut geht oder wenn du dich nicht so gut fühlst. Ja, also das haben wir mega gehabt. Also ich finde, bei uns ist wirklich, ich meine, ich habe das Gefühl, die meisten Spitzensportler sind ja von sich aus genug ehrgeizig und wollen genug von sich aus pushen. Ist meine Idee. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich Einzelne, wo eher vielleicht als Trainer ein bisschen pushen musst, aber ich würde sagen, der Grossteil ist eher so, dass wenn jemand sagt, hey, ich mache heute überhaupt nicht, dann ist es nicht, weil du keine Lust hast heute, sondern weil es irgendetwas dahinter steckt. Und ich habe schon das Gefühl, dass es Sinn macht, auf so Zeichen ein bisschen zu reagieren. Aber natürlich immer in einem guten Ausmaß, weil also was ich schon auch finde, auch an den Turnieren gibt es ja Momente, wo du dich nicht so gut fühlst oder wo du dich ein bisschen müde fühlst. Und ich finde, dann musst du sie auch irgendwie herbringen. Und ich finde, es macht auch keinen Sinn, immer, wenn du dann mal nicht so magst, einfach sagen, heute nicht. Aber einfach so gewisse Zeichen vom Körper, denke ich, machen schon Sinn zum beachten. Ja. Habe ich das richtig im Kopf, dass du jetzt am Psychologiestudium bist? Ja. Wie fest hat dir das geholfen? Oder bist du schon dran gewesen während deiner Karriere? Das weiss ich gar nicht. Das ist jetzt Doch. Ich habe vor Ewigkeiten angefangen an der Fernuni. Ja. Im Fall, also so 12 Credits pro Semester? Es sind 2 Module pro Semester an der Fernuni. Und ich habe immer wieder einmal eine Pause gemacht. Ja. Oder eben, wenn du bei den Prüfungen halt nicht rum warst, hast du es halt nicht machen und so. Darum zieht es sich. Aber ich glaube nicht. Das hat mich lustigerweise schon ein paar gefragt. Und es ist auch immer wieder, kommt halt so die Frage, ja, willst du in dem Fall, wärst du Sportpsychologin oder so, aber das ist überhaupt nicht mein Ziel. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwie durchs Studium mega viel besser war oder Sachen gewusst habe. Ich hoffe, dein Professor oder deine Professorin lässt Ja, nein, aber das ist ja auch nicht das Ziel vom Studium. Ja. Also, was ich eigentlich noch lustig finde, bei uns hat es immer wieder mal Dozenten gegeben, die auch so ein bisschen gesagt haben, so, ja, ich muss es dann nicht so 1 zu 1 auf das normale Leben anwenden. Okay. Also es drehst ja durch. Ja, also und, es ist ja auch, du liest dann das erste Mal die Sachen und ich finde, gerade im Bachelor bekommst du mal so ein bisschen einen Überblick, aber du lernst ja noch nicht vertieft und also eben dann so gut Diagnosen stellen und so ist kritisch. Ja. Aber du hast ja wirklich einen Sportart gemacht, der so ähnlich wie Tennis so eine Kopfsportart auch ist, oder? Also mega. Wo du halt wirklich immer musst resetten, wenn etwas nicht läuft und dann wieder das Neue angehen. Wie hast du das damals geschafft? Wenn es jetzt nicht das Studium war? Ja, wir hatten schon Mentaltrainer gehabt. Seit Anfang an? Seit ich auf Bern gegangen bin und in die Nazi gekommen bin, schon, ja. Von der Nazi aus dem Fall? Am Anfang war der von der Nazi aus angestellt gewesen. Und der hat aber nachher wie eine neue Stelle angenommen und ist nach Tokio ist es nachher nicht mehr so wie geregelt gewesen, aber für uns eigentlich klar gewesen, dass man das braucht. Also am Anfang bin ich skeptisch gewesen, also dachte bin nicht sicher und ich hatte irgendwie so ein bisschen Zweifel gehabt, aber also ich bin mir sicher, dass uns das genauso viel geholfen hat wie andere Trainings und vor allem, ich würde sagen, jetzt zum Schluss, also wenn du ein gewisses Level, sage ich, spielerisch mal erreicht hast, sagen ja alle, dann die passiert wie nur mehr im Kopf. Und das würde ich mega unterschreiben. Und ich würde auch sagen, dass es ein Thema ist, wo wir in den letzten 1-2 Jahren nochmal beide mega Fortschritte gemacht haben und dass uns das mega geholfen hat. Ja. Und in welchem Moment, also jetzt klar, es ist jetzt in so einem Matchball, das ist der perfekte Moment, um mentale Stärke können beschreiben und so, jetzt mal, aber abgesehen von dem, wo haben die das überall aktiv eingesetzt? Also ich würde sagen, bei uns hat es so ein bisschen 2 Themen gegeben,
wo uns wie beide betroffen haben oder wo wir wie als Team so ein bisschen probiert haben, ist das eine ist so der Killerinstinkt gewesen. Und das andere ist so eben das, was ich vorher schon mal so ein bisschen angesprochen habe, so herstehen, um das ich glaube. Und auch, dass ich glaube, wenn man 2-3 Bälle nicht so gut gemacht hat. Und einfach so, diese Sachen haben wir jetzt eben über Jahre schlussendlich, halt ist das immer wieder ein Thema gewesen und haben wir Situationen angeschaut und vielleicht wieso jetzt nicht klappt und wie wäre es besser und was sind Strategien und so. Und dann gibt es auch immer wieder kleinere Sachen, wo vielleicht mal irgendwie... Ich habe zum Beispiel mega lang am Aufschlag, habe ich immer am meisten gemerkt, wenn ich so ein bisschen nervös war oder mich so ein bisschen unsicher gefühlt habe. Und dann habe ich zum Beispiel das halt mega mit ihm angeschaut. Einfach so, dann gibt es auch so spezifische Sachen, ja. Nein, ach du. Also, jetzt eben, wenn du so die Entwicklung siehst, die du durchgemacht hast, dank dem Mentalcoaching, was würdest du jetzt der nächsten jungen Generation auf den Weg geben, was diesen Bereich angeht? Also ich glaube erstens mal, dass man eben diese Hilfe annimmt oder sich auch sucht aktiv. Also ich glaube, dass es sich wirklich lohnt, halt mit jemandem das zu machen, der das studiert hat oder der Erfahrung in diesem Bereich hat. Und dann eben jetzt, ich glaube, es ist extrem individuell, was dir hilft und so. Aber schlussendlich habe ich schon das Gefühl, so, die können so ein bisschen immer möglichst gleich fühlen und verhalten. Egal, gegen wer du spielst, wie die Bedingungen sind, wie du dich fühlst, was gerade steht. Ich glaube, so das zu schaffen, ist schon wäre das Beste schlussendlich. Also, ich finde überhaupt nicht, dass man keine Emotionen haben darf oder keine Emotionen zeigen darf. Ich finde, das gehört mega dazu. Aber einfach so, dass du selber dich kannst sein und dich als Spielerin, du weißt, was du kannst, du weißt, wie du spielen sollst und das möglichst immer abrufen. Ich habe das Gefühl, das sollte so das Ziel sein von allen. Ja. Also sehr gute Worte, um mal Richtung Ende von dem Podcast zu gehen. Bevor wir aber fertig machen, kommen wir noch so ein bisschen zu einem Ausblick. Eben, wir wissen es alle, du hast es bekannt gegeben, du wirst Mami. Wie wichtig ist denn der Sport jetzt in dieser Phase noch für dich? Also, ich merke, es tut mir mega gut, Sport zu machen. Es ist jetzt so lange ein riesiger Teil von meinem Leben gewesen, und ich könnte mir jetzt glaube ich nicht vorstellen, wie einfach gar nichts mehr zu machen. Und was auch noch cool ist, ich kann es im Moment halt wirklich mit mehr Lockerheit vielleicht machen, weil du nicht so das Ziel vor Augen hast, so, also 2 Wochen hast du wieder das und das Turnier und dann musst du die und die Leistung abrufen oder es wäre halt gut, oder du bist wie noch mal mehr so für dich selber und versuchst einfach irgendwie das zu machen, wo deinem Körper jetzt gut tut. Und sonst bin ich halt allgemein mega Sport interessiert. Der Sport ist und bleibt ein Teil. Und wenn dann Beachvolleyball-Turniere wieder losgehen, dann wird mich auch sicher das mega interessieren. Und ja, ich bin dann selber gespannt, wie es weitergeht. Was würdest du denn jetzt unbedingt noch gerne schauen während deinem Sabbatical? Jetzt, wo du Zeit hast. Was ich gerne schauen. Also... In der Eishalle bist du wahrscheinlich öfters. Ja, genau. Das ist das hast du wahrscheinlich schon gesehen. Genau. Was ich auch mega gerne schaue, ist Skirennen. Bin ich aber so Adelboden, so bin ich auch schon gewesen. Also das ist auch okay. Was mache ich noch? Also was ich auch gerne schaue, ist Tennis. Vielleicht so etwas. Aber, mal vom Roger persönlich eingeladen werden? Ja. Also falls du ihn mal triffst... Ja, ich habe ihn schon getroffen. Ja, das weiss ich. Ja. Aber falls du ihn nochmal triffst und er fragt, kennst du einen guten Podcast, musst du unbedingt von ihnen sagen. Das ist gut. Gut. Wir müssen es auch jedem sagen, weißt du, wo man nochmal mit dem Roger zusammenkommen und vielleicht irgendein, ich weiß es nicht, funktioniert es dann. Aber sorry, ich habe dich unterbrochen. Nein, alles gut. Nein, also ich habe jetzt nicht so ein Ziel, das ich unbedingt noch machen will. Da kommt man mehr so in Sinn, mal richtig in die Ferien zum Beispiel. Ja, wohin soll es gehen? Das weiss ich noch nicht mal, aber einfach... also wirklich so länger, mehrere Monate? Nein, das nicht. Aha. Aber also bist du in dem Fall nicht weg gewesen jetzt? Nein, ich bin wirklich nicht weg gewesen.
Okay, Ich bin wirklich nicht weg. Ja, es ist halt wirklich dann gerade nach der Saison noch viel gelaufen mit allem. Und nachher die Entscheidung und nachher irgendwie... Ja, ist irgendwie wie so ein bisschen... Bin ich dann nicht mehr gegangen. Das ist bei mir sicher immer das Thema eben mit dem Damian, wo halt ganz andere Ja, die haben eine lange Saison. Genau. Und das könnte dann eben jetzt dann irgendwann mal aufgehen. Darum. Ja, hoffen wir, dass das möglichst bald passiert. Also nein, möglichst nein. Also ja, Nicht möglichst bald, nein. nicht möglichst bald, aber das Wir ist noch wollen niemanden passiert. verletzen. Okay. Du sag, was du willst, ich hätte mich da draus. Ja. Vielleicht noch wirklich nach dem aktiven Profisport, wenn es wirklich ausgeschlossen ist oder du deine Karriere dann offiziell beendet hast, was auch immer noch passiert dazwischen. Ja, was denkst du so ein bisschen, wo könntest du dich hintreiben? Also ich finde es schon eine schwierige Frage. Es ist nicht, Ja, ist also eben, sehr ich schwierig, habe ja. nicht so mega den Traumberuf oder etwas, wo ich dann das Gefühl habe, ganz sicher das. Ich kann mir mega gut vorstellen, mit Kindern zu arbeiten. Jo. Eben so gerade Kinderpsychologin zum Beispiel, warum nicht? Also es ist jetzt nicht etwas, was ich mir gar nicht vorstellen kann, in einem Kinderheim oder so. Würde mich mega interessieren, aber eben, ich muss auch sagen, Stand jetzt, ich bin noch so in einer anderen Welt und ich bin halt noch nie dann wirklich an so einem Ort mal hingegangen und schnuppern in dem Sinne, das Praktikum oder so. Ich habe das Gefühl, ja, ist jetzt auch noch schwierig zu sagen, so, wie fühlt sich das denn wirklich an. Aber grundsätzlich mit Kind würde mich, glaube ich, freuen, etwas zu machen. Ja. Ja, ist schon mal eine gute... Wenn du schon mal eine Idee hast, Ja. ist schon mal wertvoll. Genau. Ja. Gibt es etwas, was du noch unbedingt loswerden willst, bevor wir zum Ende von diesem Podcast kommen? Nein, ist gut. Dann ist gut. Ich glaube... Wir haben eine obligate Frage. ja, ist safe. Du als... Darfst. Ich mache den Abschluss, du darfst sie stellen. Genau. Ja, wann gehst du voll rein? Okay, das ist die Obligat. Ja, die müssen wir einfach immer am Schluss noch fragen. Sorry, ich habe sie jetzt ein bisschen untomtös einfach reingerührt. Wann gehst du voll rein? Wann ist die gehst du Frage. voll rein? Ja, also schon im Sport. Ja, Gut. ganz klar. Also sonst habe ich das Gefühl, bin ich nicht so ein voll rein Typ. Aber im Sport schon. Ja, das Ja. ist doch gut. Ja. So kann eben voll rein viel bedeuten. Und ja, wir sind einfach mega happy, dass du heute da bist bei uns. Ja, sehr, sehr lehrreich gewesen. Sehr, sehr Sogar. locker. Ja, wirklich. Also man merkt auch, du hast genügend Erfahrung mit den Medien. Es macht unseren Job auch einfacher. Und freut ja, eben, vielen Dank. Danke euch. Ja. Spannend gewesen, ja. In dem Sinn kommen wir zum Ende des heutigen Podcasts. Wenn du bis dahin mitgehört hast, dann verdienst du heute nicht sehr viel Respekt, weil es ist sehr spannend war. Vergiss den Podcast nicht zu abonnieren. Das kannst du auf Apple Podcast und auf Spotify. 5 Sterne wie immer. Und wir geben uns Mühe, jede Woche das Beste aus der Welt vom Sport für euch zusammenzufassen. Genau, und wenn ihr schon dabei seid, folgt uns auf Instagram. Dort findet ihr uns unter vollinen_podcast. Nina, wo findet man dich? Ich heiße Nina Brunner. Irgendwo hat es noch einen Punkt zwischen den beiden N. Hat's noch einen Punkt. Also ihr Auf werdet es Instagram. finden. Ihr Ja. werdet es finden. Und ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann teilt ihn doch mit euren Liebsten. Und in dem Sinn, bleibt gesund, macht viel Sport und wir hören uns nächste Woche. Ciao zusammen. Tschüss! Tschüss.